Hey, ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Merci noch vielmals für das Anschauen von meinem Film «Santa Paws» in Skid Row. Heute habe ich gedacht, nehme ich euch mal hinter die Kulissen und erzähle, was das Besondere für mich ist an diesem Film. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, tue ich unterhalb diesem Video einen Link her, dass ihr auf die Pause-Taste drücken und den schnell schauen könnt. Ich war ja schon vor einem Jahr dort im Film und für jemand anderes. Das war eine Organisation, die an diesem Anlass gratis Sachen verteilt hat. Und dieses Jahr hat mich der Hauptorganisator, der Chuck, gefragt, ob ich nicht ein Video für ihn noch machen würde. Der Vorteil war also, ich ein bisschen gewusst, wie das abläuft. Und durch das konnte ich die sogenannten Beats im Vorfeld definieren. Beats sind nichts anderes als Kapitel. Insgesamt wollte ich also so einen Spannungsbogen abbilden von zuerst misslichen Umständen, eine gewisse Anspannung, die sich dann auflöst in Freude und Lachen und Dankbarkeit. Dann steigen wir doch mal ein zusammen in den Film. Wir sehen hier Downtown LA und dann direkt Skid Row. Gedreht habe ich die Aufnahmen mit der GoPro 7. Und zwar bin ich ja schon mal vor einem Jahr da und dann ist Miriam gefahren und ich habe auf dem Beifahrersitz die Kamera zum Fenster ausgefilmt, bis es dann einer mit dem Messer nachgesäckelt ist. Und dieses Jahr habe ich entschieden, dass ich das Risiko nicht wieder eingehe. Und dann habe ich die GoPro hinten auf die Stossstange geklebt, so mit Hockey-Tape. Und das hat tiptop funktioniert. Die Kamera hat niemand gesehen. Und dann sind wir einfach durch die Quartier gefahren und ich habe die Kamera einfach laufen. Visuell habe ich hier die Farbe ziemlich rausgenommen oder den Kontrast aufgesetzt, dass man einfach am Anfang so ein bisschen die trübe Stimmung auch visuell mitbekommt. Hier bringe ich jetzt zuerst mal wieder ein bisschen Farbe zurück ins Bild, so ein bisschen, um das Positive zu unterstreichen. Noch nicht voll, aber es geht in die richtige Richtung. Einsteigen in die Hauptgeschichte und ich nehme mit dem Interview von Chuck oder Jael. Und das bin ich vorher separat mal filmen. Ich wusste, dass die ausgelastet werden und sicher keine Zeit haben, mit mir ein entspanntes Gespräch zu führen. Ich konnte auch schon im Vorfeld das Interview zweckschneiden, einen sogenannten Radioschnitt machen. Da habe ich auch schon so ein bisschen gewusst, was sie werden sagen und zu was sie Bilder brauchen. Da geht jetzt der Chuck, die Leute gehen in Empfang nehmen und die dann auf die einzelnen Wägeli verteilen. Und hier ist auch deutlich, wie die Leute eben nicht einfach so gerne abgeben und da ein bisschen auch zögern. Die Schwierigkeit beim Interview von Chuck und Jael war, dass es geregnet hat, aber dann ist immer wieder die Sonne gekommen und ich musste die Belichtung wieder anpassen. Aber ich glaube, man merkt es nicht. Ich habe die Situation einigermaßen gemeistert. Und hier bringe ich jetzt den Zuschauer in die Wege rein und wir sind jetzt beim Kapitel angelangt, was passiert eigentlich da drinnen. Ich wollte hier aber nicht ein Make-over-Video machen, darum geht die Szene auch nicht allzu lang und auch nicht gross ins Detail. Hier während dem Film habe ich einfach möglichst gesucht, die Emotionen von diesen Leuten zu zeigen, also von diesen Mitarbeitern, weil auch die sind mit Herzblut dabei und wollen einfach nichts anderes, als diesen Tieren und diesen Leuten helfen. Und hier sieht man so, wie Freude die haben, wenn man denen mal etwas Gutes tut. Dann konnten sie Bilder machen mit dem Sammy Klaus und das ist extrem gut angekommen. Es wird jetzt so erwähnt, dass es eben andere Aussteller hat, die gratis Sachen abgeben. Und das ist der Moment, wo ich das hier zeige. Die Tierärztin war vor Ort und hat geimpft. Und dann haben sie auch, während sie gewartet haben, sich verpflegen. Meine Hauptkamera hier war eine Sony A7 Mark III. Und für die ganz privaten Aufnahmen hatte ich ein 240 mm Objektiv drauf mit einem Monopod, das aus der Distanz gefilmt, einfach weil ich nicht
ganz mit der Kamera aufdringlich sein. Alle anderen Aufnahmen habe ich mit einem 16 zu 35 mm Objektiv gemacht. Ist für mich so ein Allerweltsobjektiv, weil 16 mm zeigt einfach alles, extrem gäbig für mich, um zu zeigen, wo wir sind, wie sieht es dort aus. Und wenn ich auf 35 mm schraube, komme ich gleich nach genug, dass ich sie auch brauchen kann für Interviews. Und hier sieht man das ist 35 mm. Ich wusste aus der Erfahrung von letztes Jahr, dass es mir am einfachsten geht, wenn ich einen Produzenten vor Ort habe. Miriam hat die Rolle dann übernommen. Und das bedeutet, sie hat mal so einen Erstkontakt mit diesen Homeless hergestellt, ist mit ihnen geredet, hat sie über ihre Tiere gefragt und hat so beiläufig erwähnen, ob sie ja vor der Kamera ein paar Aussagen machen würde. Und dann, wenn sie eingewilligt hat, wird Miriam gerufen. Darum konnte ich nicht gross mit einem Tripod fungieren oder sonst mit irgendwelchen Gerätschaften. Ich habe die Kamera einfach auf einem Gimbal gemontiert und dann in der Kreuz und quer in der Gegend herumsäckeln. Und die Aufnahmen sind ruhig geblieben. Hier haben wir ein gutes Beispiel, wie eben auf 35 mm ein gutes Bild gibt, mit einer leichten Unschärfe im Hintergrund. Und das kann ich machen, weil ich den Verschluss auf F4 behalten kann und dann auf einer Distanz von einem Meter, wo ich da etwa war, 1,20 Meter, gibt es mir so 30 cm Schärfe, die ich zur Verfügung habe. Und der Rest wird eben ein bisschen unscharf. Ich kann das auch machen, weil meine Kamera extrem zuverlässigen Autofokus hat. Dann kann sich die Person also ein bisschen bewegen und bleibt immer scharf. Bei diesen Interviews weiss man natürlich auch nie, was man überkommt. Und er da ist natürlich das Goldstück von jedem Filmemacher, indem er sich präzise, kurz und gleich eindrücklich äußern kann über die Situation dort, die Probleme, die er hat. Und dann aber am Schluss auch so einen Hoffnungsschimmer gibt, dass sein Ziel ja eigentlich ist, daraus rauszukommen. Also ich hätte das Interview nicht besser skripten im Vorfeld. Ebenfalls essentiell jetzt bei diesen Interviews war das Mikrofon. Und da habe ich so ein Funkmikrofon gebraucht, wie ich das jetzt habe hier. Und da musste ich die Leute nicht verkabeln. Und er hat gleich einen guten Ton, weil dort auf diesem Platz schon recht viel Lärm war. Wichtig bei diesem Mikrofon ist einfach nur, dass man es nicht vergisst, wieder wegzunehmen. Ich bin da schon mehr als einmal einer Person wieder nachgesäckelt, weil jetzt mal gemerkt, oh, vergessen, das Mikrofon vorzunehmen. Hier habe ich jetzt so die Farbenvoll zurückgebracht, um den freudevollen Moment auch wieder visuell zu unterstreichen. Und hier die Schlussaufnahme ist noch spannend. Da habe ich den Gimbal auf eine Stange aufgeschraubt, also auf einen Monopod. Und konnte dann durch das auf Augenhöhe anfangen und bin dann zurückgesäckelt und habe einfach die Stangen nah in die Luft durchgedrückt. Und dann gibt es den abschliessenden Effekt, wie die Kamera zur Szene rausfliegen. Der Film hört dann auf mit der Aufnahme vom freiwilligen Team und dem Call to Action, den wir im Vorfeld so abgemacht haben. Es war ein cooles Projekt, weil ich eigentlich freie Hand hatte. Chuck hat mich alle machen. Das Einzige, was wir zusammen besprochen haben, ist der Call to Action am Schluss. Und dann ist relativ schnell klar geworden, dass am Schluss von diesem Film die Leute sich motiviert fühlen, zu helfen. Und ich habe mir überlegt, ja, wenn will man helfen? Und das ist doch, wenn man merkt, hey, ich kann etwas bewirken. Und wie zeigt man, dass man etwas bewirken kann, indem man eine Veränderung darstellt. Das ist eigentlich auch das Geheimnis von meinen Doc-Filmen. Ich überlege mir immer, wie will der Zuschauer fühlen am Schluss. Dann kann man auch ableiten, was ist die Startposition und dann eine Veränderung erzählen dorthin. Das ist vielleicht ein Tipp, den ich für alle habe, die über sich oder über ihre Bude ein Video machen wollen. Überlegt euch, wie soll sich der Zuschauer nach dem Video fühlen. Und dort abgeleitet wird dann nämlich klar, wie das Video gemacht werden muss. Also wenn ihr am Schluss von eurem Film den Zuschauer Vertrauen fühlen in euch und was ihr anbietet, dann wäre es vielleicht gut, wenn man den Mut hat, im Film zu zeigen, wo man angefangen hat, was die Probleme waren, was vielleicht auch die Fehler waren. Also sich ein bisschen in die Karten schauen, weil das ist ja genau das, was Vertrauen bildet. Und das ist vielleicht nicht die beste Strategie, wenn man nur geschleckte, polierte Produktbilder in Zeitlupe zeigt.
Aber wenn ihr am Schluss vielleicht das Gefühl hättet, vermitteln, dass das Produkt, das ihr macht, extrem qualitativ ist, dann kann es durchaus Sinn machen, dass man so einen klassischen Produktfilm macht. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Es war für mich mal noch cool, aus dem Nähkästchen zu plappern. Und dann würde ich sagen, das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.